Willkommen zurück hier zur Zitadelle der Zeit bei Twilight Princess HD. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, offscreen schnell, und es sind übrigens 7 Weisen, nochmal ganz kurz gesagt, wobei in der Mitte können durchaus auch sogar ein Brut von den Kumulanern sein, dass die vielleicht sogar ursprünglich auch menschlich waren, oder aber es ist irgendwie ein Repräsentant vom Königshaus Hyrule, weiß das schon, aber trotzdem damit 6 Weisen noch aufgehen, war. Wobei noch genug Time waren sie auch 7. Ja, damit willkommen zurück, wie bereits erwähnt, was ich noch geguckt habe, offscreen. Bei Twilight Princess im Original hieß der Ort hier wirklich Zeitschrein. Und nicht, wie es jetzt hier ist, die Zitadelle der Zeit, wie man sie auch, gut, ist hier sogar das Lichtsymbol drauf, also ja, ist wohl hier definitiv bestätigt, dass das der gleiche Ort ist, wie eben damals aus Ocarina of Time, der Lichttempel, den man damals nicht besuchen konnte, aus Zeitgründen, auch die Halle der Weisen, wo ja auch das Triforce verborgen lag. Und ich habe ja in den letzten Part ein bisschen erzählt darüber, wie ich das Ganze, wie ich dazu stehe, von wegen Theorie, wieso ist der jetzt hier gelandet, von wegen, ja, vor Gandalf in Sicherheit gebracht, wegteleportiert. Ja, vielleicht doch durch ihn zerstört noch worden am Schluss, weil dann trotzdem irgendwie noch im Besitz des Triforce der Kraft war. Kann doch auch umgekehrt gewesen sein, dass der Ort irgendwie zuerst ein bisschen zerstört wurde, Gandalf in Besitz dazu kam und dann war halt das Maßschwert quasi, lag nackt da. Und sagen sich die Hyruleaner, die halt die 6 Weisen so, nee, sorry, das geht so nicht, das kann sonst jeder dahin und so, und wir müssen das Ganze wegteleportieren zum Heiligen Hain, und der Auserwählte, der kommt da schon durch. Für den ist das kein Problem. Und alle anderen, naja, Pech gehabt. Wie dem auch sei, das waren ein paar Theorien von mir am letzten Part, da muss ich noch ganz kurz entschuldigen dafür, weil, ja, haben wir halt nichts dazu bereitgelegt, keine Notizen und so, da hatte mir so, kann ja frei reden. Und halt doch einige Mal unterbrochen, ingame-mäßig durch irgendwelche Rätsel und Gegner, und war vielleicht auch ein bisschen, naja, habe es nicht ganz so flüssig und schlüssig erklärt, was ich gerne gehabt hätte. Hoffe es wie gesagt zwar nicht, aber kann durchaus passiert sein. Ja, dachte mir schon, was passieren würde. Ich könnte natürlich, ich glaube, das wäre sogar das Bessere hier, mit Pfeilen arbeiten. Ich habe ja genug. So, ich muss mal langsam mal ein Herzteil kriegen, weil es gibt einen Tempel oder 2, aber ich habe noch gar keins gesehen. Halt noch viel aus, ey. So, einmal dazu. Lebt eben noch, ja, wenn es... Alter! Links steht mal das Teil zumindest zwischendurch mal weg. Na klar. Denkst du, spielen einfach so, oh, das ist zu weit weg, ich hab keinen Bock mehr drauf. Bitte lass ein Herzteil sein. Weil man klar, ich könnte Zelda Amiibo ja benutzen, aber nee, weiß ich auch nicht. Ich hab wieder Bock drauf, 50 Rubine. Sonst aber auch echt nicht. Ja gut, wir haben noch Feentau, toll. Ich habe eigentlich noch behalten. Da hoch komme ich. Wow, wieder hoch mit dir, Link. So. Jetzt mal runtergeworfen, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir das eventuell sogar. Weil ihr seht schon, da ist eine Art Waage, da oben haben wir sogar wieder eine Geisterseele. Oh Mann. Das Piem geht mir auf den Sack. Ja, ich weiß, aber Leute, aber ich hoffe jetzt echt, dass wir hier irgendwo noch so... Ich will so viele Weisen, sind viel mehr als 6. Dass wir hier jetzt irgendwie noch in den Genuss eines Herzteils kommen. Jo, typisch Waage halt, hä? Dann noch erschlagen.
wollte sagen, weil eigentlich klappt das so. Jo, momentan geht's, wie gesagt. Das wird dann später mal lustig werden auf dem Rückweg. Bubu. Da wieder rüber. Oben kann man, glaube ich, da raus. Da haben wir sogar noch eine Truhe. Gemäß Karte, Rückweg. Ja, Rückweg. Also der ist fies. Gut, schon geht's wieder. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Hier gibt es, wie es aussieht, keine Truhen. Okay, der ist für später. Den kann ich dann auch runterholen. Und hier geht's weiter. Oh, verdammt. Natürlich alles Gegner, auf die ich theoretisch keinen Bock habe. Lustig, wie es teilweise noch funktioniert. Dankeschön. So, die gehen schnell dahin. Dann geht er wieder da hinüber. Das war klar. Oh ne, also das muss ja passieren, Leute. Das war sowas offensichtlich. So, mir reicht's jetzt, also habe ich echt die Schnauze voll. Warum zum Henker kommt hier kein Herzteil mehr? Also man natürlich eins zum Sammeln. So, darf einmal pro Tag. Dankeschön. Ja, sorry, wir sind jetzt schon fast am Ende des Tempels und noch kein Herzteil gekriegt. Hallo. Ja. Ist noch nicht das spitzige Ende, trotzdem tut's weh. Ist klar. Oh Mann, ey. Ist irgendwas elektrifizierend. Ah, das natürlich, ja. Einfach ein bisschen schieben. Hier hat es zwar nur eine Truhe. Ach komm, wisst ihr was, ganz ehrlich. Hier wäre zwar, glaube ich, auch der Morgenstern noch ganz geil. Machen wir es halt immer so. Gut. Bin doch mal gespannt, weil eben gibt es doch ein paar Veränderungen hier bei der HD-Version noch. Die ja eigentlich direkte Anspielungen haben auf die vergangenen Teile gemäß Timeline. Bin doch mal gespannt, wie es denn da mit den Kumularen aussieht. Gibt es da auch versteckte Hinweise auf Skyward Sword noch? Oder sagen wir uns hier einfach, nö. Könnte ja alle sein. So, dann rate ich mal. Hä? Okay. Ein Vorgehen, was es durchaus bringt. Mann, Link, mach's mal richtig. Daneben. Mann, ist echt fies. Ich kann nicht schnell genug wegrennen. Hier, seht, es geht gar nicht, wenn ich da einen Rundumhieb zugeschlagen habe. Das finde ich jetzt echt fies, muss ich jetzt mal so sagen. Man klar kann mich einfach hinten anschlagen, aber wenn ich schon einen Rundumhieb habe, warum dann den nicht auch nutzen? Ja, nochmal genau abwarten, wa? Jetzt hat es schon noch was geklappt, ohne Schaden. Also, ganz ehrlich, teilweise. Naja. Jetzt können wir immerhin da hoch. Klar, ich kann natürlich auch hier hochklettern, aber wieso ist denn... Ja. Achso, natürlich.
Unsere Rubine. Ja, ich glaube, jetzt gibt es schon mehr Sinn. Ja, ja, doch, ist klar. Ja, jetzt weiß ich wieder warum. Lalala. So, wir kommen sonst ganz gut voran. Hier im Zeitschrein. Wobei natürlich die letzten paar Parts ein bisschen Überlegen gemacht haben, dass wohl ich nicht mehr so viele Parts auf Tasche habe. Ich sollte hier also ein bisschen kürzer treten. Ja, bereits soweit. Okay, Freunde, es kommt zu einem epischen Battle. Der, wie ich finde, allgemein sicher der geilste Zwischenboss ist. Weil sie auch ein alter Beschützer ist. Nö, der ist nicht, das ist der in der Mitte. Hier riesengroßes Symbol des Lichts auf dem Boden. Vielleicht sogar ursprünglich das Triforce hier, aber. Dass hier vielleicht die Heil der Weise ursprünglich war. Naja. Eine Nimbusgarde. Jo, die sind hier ziemlich übel. Nein, nicht der Versuch. Hä? Das hat nicht geklappt. Legen wir es mal richtig. Komm schon, Kumpel. Leg gerade. Hä? Verarschen jetzt? Ja, man sieht, die Rüstung wackelt. Das wollte ich gerade versuchen, ihm die Rüstung abzuschlagen. Das ist eigentlich das Ziel. Hä? Rundumhieb klappt nicht, aber so klappt's. Das Spiel aber total im Arsch. Und ja, eigentlich logisch, eine Rüstung verliert wieder schneller. So. Mann, Link. Der will nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich will noch ein kleines Teil. Komm schon, Link. Das ist echt schon immer so schwierig. Link, ich will noch nur einen Teil der Rüstung noch abschlagen. Natürlich weiche aus, trotzdem trifft er mich. Gut, machen wir es ein bisschen weniger logisch. Ja, kann mich ja anpassen, war es nicht so, dass da. Ja, total starrsinnig wäre. So, komm. Mann, nee. Das ist gerade spannend hier. Ja, das war eigentlich der Plan. Alter, die. Ey, da war doch früher viel einfacher, die Rüstung abschlagen. Mann, Link, wieso springt. Ich wollte doch zur Seite springen, Rundumhieb und so. Ja. Vielen Dank, liebes Spiel, dass du es mir so scheiße machst. Ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, starten das Spiel nochmal neu. Ich habe zwar vom Tempel gestartet, aber was soll's? Wow. Das ist doch viel schneller.
Ja, jetzt muss man rundum hin machen, geht gar nicht mehr anders. Das war falsch in Erinnerung, wa? Also, sobald die Rüstung ab ist, rundum Hieb, da geht relativ gut. Und sonst einfach ausweichen, abwarten, bis es eine Blöße gibt und eine Rüstung abschlagen, ohne rundum Hieb. Aber denn echt so falsch in Erinnerung? Tja, und ich habe keine Feen mehr. Das ist natürlich mal richtig, richtig scheiße. Gut, ich kriege vermutlich wieder eine Fee, aber trotzdem noch einen Seelentau, trotz aller 4 Flaschen. Aber ich muss sie dringend auffüllen, Freunde. Dringendst auffüllen. So, es wird Zeit für den zweiten Teil des Tempels, wenn man so sagen möchte. Den Kopierstab. Wieder Bewegungen. Jo, und eben das soll das Item sein vom Himmel, was man da irgendwie, was die Kumulaner schon, also die Tante und so schon ein bisschen gesucht haben. Das, gut, man hat schon auf den Bildern gesehen von Weisen und so weiter. Und dass das Item ja jetzt noch gut auf Time geplant war. Ja gut, ich meine, warum nicht? Tja. Und jetzt können wir eben all diese Statuen bewegen. Und nicht nur das. Ich kann trotzdem noch gut zuschlagen. Aber transportieren kann natürlich das Teil durch die Tür hindurch nicht. Ist klar, das muss sich durch die Glocke machen. Ding Dong, er glockt mir eins. Alle macht den Glocken! So. Müssen wir wieder rauskommen, genau. Jetzt frage ich mich doch ernsthaft, wo zum Henker sind diese verdammten Herzteile? Ja, das ist sehr gut. Ah, gut. Ja. Wenn nicht das Symbol für den Kopierstab ist, war das Symbol für ihn. Für unseren guten Kumpel. Gut, hier fehlen natürlich noch 3 Kisten. Da ist vermutlich ein Herz ziemlich sicher drin. Hier fehlen nochmal 2. Das war's schon. Noch 5 Truhen, Freunde. Dann wie gesagt, hoffe gut. Wobei von Endboss hier brauche ich keine Fee. Der ist eigentlich so easy, wenn man es gar nicht wundert, wenn ich es auch komplett ohne Schaden durchkäme bei dem Viech. Ja, sage ich jetzt, war nachher wieder total fehlen. Was? Nein, ich wollte doch... Tja, ich sage ja, der Typ, der ist ziemlich krass drauf. Und ich kann ihn natürlich auch anders noch steuern. Zum Beispiel hier jetzt. Zum Beispiel hier sagen, okay. Er macht ihm noch gerne Wumms. Ein Schlag Reichweite, wenn alle down sind. Krass, dass der eine Power hat. So, jetzt muss aber erstmal hoch. Ich könnte zwar hier drauf stehen, aber nee, das bringt jetzt niemals hoch. Machen wir es anders. Kommst du denn jetzt da ungefähr vorbei? So, ihr seht, geht noch irgendwie ein bisschen schwermütig, aber es klappt noch. Er kommt sowieso problemlos hoch und wie bereits öfters gezeigt, er kann ja problemlos alles platt machen. Wir gehen lieber ein bisschen zurück. War ja klar. Ja, ich wollte es einfach mal versuchen, wegen, ja, ich glaube sicher, dass der einfach draufsteht und nicht dann. Das war jetzt fies, wegen dem paar Zentimeter, ganz ehrlich. Naja. Egal, Freunde, wieder mal vorbei der Part, also sprich ein bisschen früher als sonst, aber letzte Part sowieso zu lang gemacht, deswegen sage ich wieder mal Danke fürs Zusehen und hoffe bis zum nächsten Mal, wenn wir dann uns wieder ein bisschen, ja, vor allem dran machen, alle Touren noch zu finden und hoffentlich nicht Game Over zu gehen. Bis dahin, ciao zusammen!